Ja, hallo meine lieben YouTube-Gemeinde. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Janker Filmschmiede beim Helmut. Ja, heute geht es ein bisschen um die Vorratsküche. Heute haben wir überlegt, heute mache ich mal Butterschmalz im Voraus wieder. Dazu habe ich 4 Stück Butter, diesen Topf, Gaskocher, 2 Gläser zum Abfüllen und Sieb. Ein Gefäß, wo man dann das Eiweiß abschöpft. Ja, also Butterschmalz oder G hat den Vorteil, es lässt sich sehr hoch erhitzen, ist lange haltbar und super zum Pfannkuchenbraten, Gemüse anbraten oder Fleisch, wie auch immer. Besser wie Butter oder herkömmliches Öl. Ich stelle jetzt einmal da drauf. Das lassen wir jetzt einmal schmelzen auf der niedrigsten Stufe. Also nicht zu hoch drin. Ja, Butterschmalz wird ein sogenannte G, in der ayurvedischen Küche benutzt. Vor allem ist es sehr gesund. Die Butter wird jetzt geklärt. Das heißt, das Wasser verdampft, Eiweiß wird abgeschöpft und somit haben wir dann die reine Butter. Genau, das lassen wir jetzt auf der kleinsten Stufe runterschmelzen und dann können wir wieder ein bisschen größer drehen, bis das richtig zum leicht Köcheln aufhängt. Die nächsten Schritte zeige ich dann, wenn der Butter geschmolzen ist. Die Butter ist schon ziemlich zerlaufen. Das soll es auch. Also wie gesagt, immer auf der niedrigsten Stufe die Butter leicht zerlaufen lassen. Und zum Schluss kann man ruhig ein bisschen höher drehen, damit es leicht zum Köcheln anfängt. Damit man oben dann das Eiweiß, sieht man so, hier bildet sich das Eiweiß, es wird oben richtig weiß. Und was wir brauchen, ist eine richtig klare, bernsteinfarbige Butter. Genau, also das ist jetzt immer noch beim Schmelzen und es dauert schon um die 30-40 Minuten, bis es komplett fertig ist. Aber wie gesagt, Butterschmalz in die Pfanne rein, das ist absolut lecker. Man hat nur den ausstrahligen Buttergeschmack, wie es sein soll. Fertiges Butterschmalz oder G ist sehr teuer, kostet um die 3,50 bis 4 Euro, je nachdem. Und hier mache ich mir immer selber solche Schraubgläser voll, reicht lange. Im Speiseraum, in der Speis, wo man die Lebensmittel aufbewahrt, sollte man das Butterschmalz aufbewahren, ja nicht im Kühlschrank, weil das verträgt das Butterschmalz nicht so gern. Gut, wenn es weit zum Köcheln ist, schalte ich wieder rüber. Bis gleich. So, jetzt sieht man hier schon ganz schön das Eiweiß. Und das kann man jetzt schon ein bisschen abschöpfen. Die Butter ist jetzt am Anfang trüb, das ist normal. Es muss richtig klare Butter werden. Das heißt, wenn das Wasser verdampft ist, dann wird das Butterschmalz, das sogenannte G, richtig schön klar. Aber da kommt noch mehr zusammen. Das muss man übrigens nicht wegschütten, das Eiweiß, das kann man so zum Braten daher nehmen.
sogar noch einen kleinen Touch kleiner drin. Gut, ich lasse das dahin köcheln, bis sich die Butter restlos aufgelöst hat. Ja, die tut jetzt richtig schön köcheln und das merkt man dann auch am Kochvorgang, wenn es ein bisschen lauter blubbert, dann merkt man, dass das Wasser schon langsam verdampft ist. Und die Butter darf auch nicht zu braun werden, weil sonst schmeckt sie nicht gut. Also muss man aufpassen, dass die Butter nicht anbrennt. Das ist ganz wichtig. Das ist alles Eiweiß. Das können wir alles schon mal abschöpfen. Man muss es nicht, aber das da jetzt schon richtig geil blubbern. Das Eiweiß ist schon fast weg. Das sieht man jetzt. Ja, also ich liebe Butterschmalz, weil wenn man das eigene daheim als Vorrat hat, ist es eine feine Sache und lässt sich auch leicht im Outdoor-Bereich überall mitnehmen, im Wald, so wie versehene Buschkräfte oder Carlos oder was. Und viele andere lässt sich Butterschmalz sehr gut im Schraubglas transportieren. Also wie gesagt, das wird schon richtig ordentlich blubbern, das wird sogar noch lauter dann. Ja, bis das Wasser richtig weg ist, dauert eine Weile. Und dann lässt man es leicht abkühlen und abfüllen ins Schraubglas. Dann haben wir das restliche Eiweiß. Aber viel kommt jetzt da nicht mehr. Das war es ziemlich. Wenn ein bisschen was drin ist, macht nichts. Das geht dann durchs Abfiltern weg. Und dann passt das perfekt. Aber es blubbert jetzt schon richtig schön laut. Und so soll es auch sein. So, das sieht man jetzt direkt, wie schön klar das Butterschmalz ist. Und so soll es sein. Man kann es richtig zum Boden runter sehen und es ist top. Echt klasse. Ja, das Butterschmalz ist soweit fertig. Hier habe das ist jetzt richtig schön klar. Ich habe das jetzt abkühlen lassen leicht. Und ich würde sagen, wir tun jetzt das langsam in diese Gläser abfüllen. Ich tue immer Zewa dazwischen. Richtig schön auslegen. Und dann probieren wir mal das, wie sich das durchschütten lässt. Ja, sonst lassen wir das Zewa heraus.
Aber richtig schöne Farbe hat das. Richtig schöne sonnengelbe Farbe. Oder bernsteinfarbig. So, ich habe jetzt das Zwiebel rausgetan. Es hat eine richtig schöne gelbe Farbe. Gut, das gelangt. Den Rest tun wir hier rein. Das Glas ist natürlich jetzt heiß. Ja, ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das sogenannte G-Butterschmalz ist soweit fertig. Nur noch abkühlen lassen. Das wird dann richtig weiß wie kalter Butter. Und dann ab in die Speisekammer und so hat man fertig leckeres zum Braten Butterschmalz. Es waren jetzt 4 Stücke Butter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel in ein Glas reinpasst, aber das ist ein großes, war so ein Gurkenglas. Ich sage jetzt mal 400 Milliliter. Ungefähr 400, knapp halber Liter Butterschmalz. Das kann man dann super mit dem Löffel rauskratzen, rein in die Pfanne und eingedicht. Also viel Spaß beim Nachmachen, euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Ich wünsche euch noch allen ein schönes Osterwochenende, schöne Feiertage und jetzt hoffen wir, dass der Frühling so richtig im Anmarsch kommt. Also bis zum nächsten Video, euer Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.